Herzlich willkommen an der Emission Football Talk op Doc TV. Ja, natürlich auch nees an dat mat ganz flotten Themen iwwer d Footballsaktualität an dowinste Hummer da noch haut für die echten Sendung. E ganz interessante Gerchte bei mat dem da werden iwwer verschiedene Fußballthemen diskutieren. Schöne dugeschwert dass eng neue Mission normalerweise hummer da noch immer aktuell Gäste, die eben iwwer Fußballsaktualität werden diskutieren. Dat können zum Beispiel Fußballspieler sinn, dat können auch Responsablen aus Footballsclip sinn. An Haut Thomas echten Invité den Maurice de Ville bei hinnners den Swift-Spieler afréieren Nationalspieler. Ammer Team werd man dann noch ennner anderem iwwer d Dominanz vum Swift Hesper an der BGL League diskutieren. Grade wie iwwer seg Vergangenheet am Fußball kucken, an ma wetten awer och op se Lieblingsverein den FC Bayern München dropper gonn. An schon an Nolo de Maurice de Ville niet mar stoen. Ja Maurice schon grad ugeschwert an der BGL League eng klor Dominanz vum Swift Hesper Diutement 5 Punkte Viersprung op den zweiten Navi 90 Didling. Wann der gesot hat, dat am Ufer vun der Saison so weit gift Uwen an der Tabelle stön. Hast du erschrieben, hast du überhaupt noch erwart? Darauf auf jeden Fall, also Ziel war auf jeden Fall Echten zu gehen. Also wir auf jeden Fall uns gewünscht halt Echten zu gehen am Ende von der Saison. Wir sind gut dabei, müssen so weitermachen, weil das noch nicht gelaufen sind. 5 Punkte, das ist gut für uns. Wir nach dem direkten Duell geht in der Nunch an. Ja, ich freue mich auf das Duell und wenn wir so weitermachen, dann sind es gute Dinge, dass wir auch Echte bleiben. Wann ihr guckt biswell Urzing Spieldeeg an der aktueller Saison, wat behalst du von denen echten Spieldeeg eigentlich so zurück? Das ist nicht so einfach. Also für mich persönlich ist es nicht so einfach. Ich muss mich wirklich gewinnen und alles. Den Training, den Oversaß, das ist schon eine extreme Umstellung. Also ich habe immer Neues trainiert, den ganzen Tag sozusagen theoretisch nichts zu machen und dann Oversricht auf den Training zu kommen, am Dunkeln zu trainieren und alles. Damit komme ich schon nicht so gut zurecht. Ich probiere mich zu gewinnen und die ganzen Bedingungen, die da sind. Aber sich, wie gesagt, das alles tiptop gelaufen am Verein. Das Wichtigste ist so, dass der Verein Echte geht, an den Champion geht für die HK. Und da muss einfach alles dran gestaltet gehen. Ob mir dann alles gefällt oder ob ich da top angestellt bin, etc., ist dann egal. Am Ende vom Tag zählt nicht mehr, dass wir Echte gehen. Du se de afir gestach war eng bis eng schwéier Saison biswell fir Dich fir wat. Ja wie gesagt, ich mich einfach net so gut adaptéiert wie misse sinn. Am Anfang vun der Saison sinn ich kommen, war net bei 100%, weil ich eben Februar mat gemaun. Dann hunn 2-3 Matcher von Go gespielt, die auch extrem dominant gewonnen. Den géint Vorlafir géint Ethelbrick. Da war ich bei der Nationalkeeper und dann wir sind eben extrem große Kader und der Trainer probiert eben alle Leute spielen zu lassen noch dementsprechend und das ist nicht so einfach. Meine Meinung ist das ein bisschen zu viel, aber sowas eben das ist eben halt so gewirrscht und da muss ich eben mal schaffen. Ich kenne das nicht so normalerweise aus dem Kader 23, 24 Mann und nicht 35, 36, das ist dann eben extrem schwer auch für den Trainer. Aber hallo, ja, ha gin doch extrem viel Regeln zu Lützeburg mat wie viel Spieler die gewisstet sind dürfen an der Kader, wie viel Lützeburg muss spielen von der Vergun, wie viel Lützeburg dürfen am Kader sind, nimme 16 Leute am Kader, weil ich auch extrem komisch fand, weil auf der ganzen Welt sind 20 Leute am Kader inzwischen a 5 Viersel und das ist lo net der Fall, soll nächstes Jahr geändert gehen anscheinend, also 5 Viersel an 18 Mann am Kader. Das sind schon ganz viele Sachen, in denen ich muss gewinnen als Spieler, den SMS können, wo eigentlich immer ganz professionelle Bedingungen waren. Kommen wir auch jetzt auf den Club. Insgesamt praktisch alle guten Matcher biswell gewonnen, just 2-mal gleich gespielt. Also wenn ihr guckt, über die letzten Wochen haben praktisch wirklich eine konstante Leistung. War das dann eigentlich das volles Rezept von der ganzen Equipe? Ich meine, wir sind einfach extrem gut Spieler. Also wenn ihr guckt, 4 mit Dominik Stolz und Ryan Philipp, das sind einfach 2 Unterschiedsspieler, die sonst bei keinem Verein hat. Ryan Philipp hat 40 Scorerpunkte an 20 Matches, das ist ja Wahnsinn. Und er entscheidet einfach alle Matches bei uns. Hier brauchst du eine Aktion an den Matches entscheidet oder 2 Aktionen und das sind 2 Goaler. Und den Dominik genauso, der ist einfach bei uns extrem. Und sie sind einfach überragende Spieler für die Liga. Sos wann en bëssen zreckguckt an Vergangenheet, muss ich so du hast an der Zweiter Deutscher Bundesliga schon gespielt beim SV Sandhausen an beim echten FC Kaiserslautern. Wat konst du dann do eigentlich vun Erfahrungen sammeln an der Stadt als Spieler vimi stark gemacht ist den Reglo Plötzebusch kommers?
am meisten ich Moment hat einfach Fred gemacht. Also, es war einfach flott. Es war immer mein Ziel, eine zweite Liga zu spielen. Und da tun ich erregt und da sind ich extrem stolz auch drauf, weil viele Leute nicht gemeint haben, dass ich das packen. Und ja, darauf sind ich extrem stolz. Und das kann man okay mehr holen. Und wie gesagt, los sind 30 Kilo 31. Und ja, nun habe ich mal gedacht, ich will darum zurück, ich will darum heim. Und ja, das ist eben das, was ich am Plan hat, dass London nicht so gut lebt, das ist eben so. Du hast auch am Kader von der Football-Nationalequipe können am Dress von der Rode Löwen spielen, insgesamt eng 60 Mal. Welche Erfahrung konntest du dann mit dem Trainer de Colts sammeln? Ja, das war eine extrem schöne Zeit auch. Also viele Matcher, 10 Jahre lang, da immer mit dabei gewesen, gegen die größte Equipe gespielt, gegen Ronaldo oft gespielt, gegen Frankreich 0-0 geholt, gegen Italien unentschieden. Also da war viel flott Matcher dabei und das wird man keine fortholen können. Schon daheim 50 bis 60 Trikots mit allen möglichen Spielern von Portugal-Spielern bis auch die kleinen Länder, haben alles dabei. Und ja, das habe ich gesammelt und da bin ich auch froh, dass die alle haben. Sos muss ich so die sieht heute zu Hasper geht von Pascal Carzaniga gecoacht. Wie hast du Pascal Carzaniga eigentlich als Mensch? Das ist extrem fein. Also probiert Liebfrieden glücklich zu machen sozusagen. Liebfrieden mal dann die Equipe zu holen, was bei, wie gesagt, bei Fan-Durchleid einfach extrem schwer ist. Und da könnt dann halt auch eins so den einen und anderen zu kurz. Das ist einfach ganz normal. Und du kannst nicht mehr gucken, Vierwurf mal, weil es einfach unmöglich ist, mit so vielen Spielern alles korrekt zu machen. Und dann, wie gesagt, du musst den einen Spieler und den anderen Spieler müssen sich halt stellen. Weil es geht im Endeffekt um den Verein, um den Erfolg vom Verein. Und dann sind die Spieler, wann bei denen halt so der Fall ist, dann ist das eben so. Man muss ihn einfach akzeptieren und weiter Gas geben am Training. Anders kann ich nicht ändern. Du hast auch am Viergespräch erwähnt, dass du Fußballfan warst vom FC Bayern München. Du hast dein Lieblingsspieler, der ist den Jamal Musiala. Wie kommt eigentlich die Begeisterung für den Mittelfeldspieler? Mir hat mich einfach extrem begeistert Terra, weil man so junge Jahre schon so gut Dribblings dann einfach unbekümmert spielt, dann einfach flott, also flott zu gesehen. Und ich hatte lange Zeit keinen Lieblingsspieler mehr. Also mein letzter war David Beckham, der schon lange nicht mehr gespielt. Und dann in meiner Jugendzeit allein, ich mir einfach für mich, das hat einfach so Klick gemacht, mir hat einfach gefallen. Ich spiele einfach extrem gut, von den besten Spielern von der Welt, meiner Meinung nach, auf seiner Platz, schon an jungen Jahren. Und ich hoffe, dass er so weiter möchte. Und ja, kann ich gerne Matcher gucken. Schätze mal vom Rekordmeister dem FC Bayern, wie gesagt, die letzten Jahre immer nächst dominiert an der Bundesliga, immer nächst dann praktisch für Dortmund, respektive Leipzig. Werden sie das Jahr übernight den Championat gewonnen? Ich meine, ja, also die gesehen waren nur ein knapp mit Union Berlin, dann war ein Topmatch und dann gewann sie ganz schnell 3-0. Nur 30 Minuten war schon 3-0 und das wäre doch wahrscheinlich am Match gegen Dortmund geschehen. Also nur ein gegen die Spielen. Dass Bayern den Match einfach zählen und dann da sind sie ganz schnell fort. Also am Moment das noch spannend. Mich freut doch, dass es spannend ist. Ich hoffe sogar, dass es bis letztes Spiel da spannend ist, weil es war immer relativ langweilig die letzten Jahre. Ich meine, am Ende des Tages schaffen sie dann. Ich meine nicht, dass Dortmund oder Union Berlin könnte packen. Du hast da rumgeschwärzt, du meinst mehr eine schwere Zeit für dich. Wenn du nach Möglichkeit hast, an einem top-internationalen Club zu spielen, in welchem Club fährt das? Ja, da gehe ich auf Bayern gehen. Also, das wäre kein froh. Wenn du nicht Bayern bist, also nicht mein Lieblingsverein, dann mich ein bisschen überlegen. Ich meine, Real Madrid ist einfach ein Verein, den, ob ich gerne oder nicht, das ist einfach flott für den Real Madrid zu spielen.